Jetzt ruft die Mama. «Lena, Sophie, kommt wir essen? Die Buben sind schon unten im Speissaal.» Es gibt Walliser Raclette. Und nach dem feinen Essen sind alle sehr müde. Zeit für ins Bett. Zuerst aber noch die Zähne putzen und Pyjama anlegen. Sophie geht zu ihrem Rucksack. «Felix, jetzt ist aber höchste Zeit, dass ich dir zum Rucksack ausnehme.» Sie macht den Rucksack auf. «Was ist das?» Im Rucksack hat es ein Herrenwanderhömmli, grosse Wandersocken, ein Necessaire. Aber kein Sophie-Pyjama, kein Zahnbürstchen und vor allem kein Felix. «Mama, Papa!» ruft Sophie entsetzt. «Ich habe einen falschen Rucksack!» Alle kommen schauen. Tatsächlich, da hat jemand den Rucksack verwechselt. Oh nein! Und es muss ein Mann sein, am Hömmli an. Aber der hat das sicher auch nicht extra gemacht. Der Rucksack sieht nämlich genau gleich aus wie der von der Sophie. Die gleiche Grösse, die gleiche Marke. Das muss auf dem Dorfplatz passiert sein, bei dem Geissenkehr, wo am Schluss alle ihre Rucksäcke bei dem Wegweiser genommen haben. Mama beruhigt die verzweifelte Sophie. Der Mann hat aus Versehen deinen Rucksack genommen. Und der war sicher auch ganz erstaunt, als man ihn aufgetan hat. Der möchte auch lieber seine Sachen, Sophie. Weisst was? Wir gehen morgen zum Tourismusbüro. Die können uns sicher helfen, den Mann ausfindig zu machen. Zum Glück ist Sophie an diesem Abend von der langen Reise so müde, dass sie auch ohne Felix einschlafen kann. Ein neuer Tag von da, mit Sonnenschein und stahlblauem Himmel. Es ist noch ganz früh am Morgen, wo 2 Murmeltiere über die Wiese hüpfen. Husch, husch, her zu der Jugendherberge. Dort legen sie etwas vor die Türe und schon sind sie wieder weg. Was haben sie hergelegt? Ein Kuvert. Und auf dem steht «Per Murmeli Express an Sophie in der Jugendherberge Zermatt, Wallis, Schweiz.» Und auf der Rückseite vom Kuvert «Absender Felix, zurzeit in einem Heustadel unterhalb vom Matterhorn, Wallis, Schweiz.» Wo Sophie den Brief vom Felix in der Hand hat, ist nicht nur sie, sondern die ganze Familie froh und erleichtert. Geschwind macht sie das Kuvert auf. «Juni im Schnee? Glaubst du mir, dass ich Skifahrer gesehen habe? Und das in den Sommerferien?»